Hallo miteinander. In diesem Video seht ihr, wie das Studio, wo ich jetzt gerade hier drin hocke, das Filmstudio, eine Art fertig gebaut und gestrichen wird. Die Aufnahmen zu dem Video sind schon über ein Jahr her, aber ich habe es eine Art bis jetzt nicht geschafft, um die zu schneiden. Aber jetzt habe ich es endlich geschafft. Darum viel Spaß mit dem Video. Somebody else watching us. We might not be the ones, but let's not be selfish. And because we're not going to change the world, let's not talk about how we should change it. Da muss man einfach kreativ werden. Und der Schnügelband hat mir da das Wändchen noch fertig gemacht. Und das ist der aktuelle Stand. Heute wird gemalt und dann wird die Wand einfach weiss. Zuerst tue ich eine Tiefengrundierung drauf, weil es eine Spätplatte ist, die halt eigentlich sonst die Farbe aufsaugt. So wie ich das gegoogelt habe. Und die habe so eine bekommen. Die ist 2011 abgelaufen. Ja. First win! Hallo! Jetzt haben wir den ersten Anstrich schon durch. Ihr seht, es ist etwas heller. Und da sieht man, das ist schwarz. Das sollte nicht sein, also dunkel. Muss ich da alles drüber spachteln, damit alles weiß ist und dann nochmal drüber schmieren mit der weißen Farbe und dann nochmal drüber streichen mit dieser Farbe. Und dann die weiße Wand, die widme ich an der älteren Generation. Weil mein Papi und seine Arbeitskollegen haben mir alles Farbmaterial-Zeugs ausgelegt und ohne die wäre das vielleicht noch ein halbes Jahr länger gegangen. Und darum danke vielmals Papi und Toni. Ich bin im Großen und Ganzen fertig mit dem Streichen und jetzt schauen wir da auspacken und schauen, wie es nachher aussieht. Ich zeige euch kurz, wie das Studio jetzt aussieht und was da innen alles hat. Einmal haben wir das wunderschöne dekorative Gestell. Ganz liebe Grüße und riesen Dank an Benz und an Susi. Sieht mega schön aus. Da haben wir eine Art Studio-Set. Und im Moment ist es ein Podcast-Set, das wir eingerichtet haben. Nachher haben wir hier so provisorisch so einen Tisch, einfach eine Ablagefläche, für wenn man einen Livestream oder so einen PC drauf tun. Da haben wir eine mega coole, schöne Leuchte, die vom Jonathan Hoffmann ist, von unserem guten Freund. Er hat da ganz viel Equipment, das wir von ihm auslehnen dürfen, solange wie er auf der Velo-Weltreise ist. Ich verlinke euch seinen Insta-Account, weil ihr solltet unbedingt ihm auf seinem Abenteuer folgen. Und jetzt wartet das Studio darauf, um genutzt zu werden. Wenn jetzt jemand von euch das Studio einmal brauchen will, dann dürft ihr euch einfach melden. Die Räume vom Hobbykeller sind Gemeinschaftsräume und das Ziel ist, dass die so häufig wie möglich benutzt werden. So ist es. Tschüss miteinander und bis zum nächsten Video.